Wir sind zurück hier bei RDR Tele mit der November-Edition, mit einer Reformpartei, die als große Gewinner bei den Parlamentswahlen aufgegangen ist. Und hier sind die Titeln von dieser Sendung. Wenn ein Fried Wahlabend den 8. Oktober, nachdem es feststeht, dass der DDR massiv zugelöst an Lohnes Fraktionsstärkt hat. Wir so nicht nochmal merci für alle Stimmen und lassen die ergreifendsten Momente Revue passieren. An der Chambre kann also laut der DDR als viertstärkste Partei zu Lützeburg noch mehr Gas geben und mit 5 Deputierten die Regierungspolitik von Schwarz-Blau besser kontrollieren. Wie das geht, das erklärt uns der neue Fraktionspräsident Fred Keum. Am Osten kommt Alexandra Schoß den Sitz zurückgewonnen, den die DDR bis 2009 hat. Sie ist die erste weibliche DDR-Deputierte am Parlament. Nachdem sie am Zentrum den Tom Weidig dieses Jahr schon an der Städter Gemeinderat gewählt wurde, ist er auch an der Chambre vertreten. Ganz persönlich Eindruck von denen zwei gleich. Weiter Titeln an dieser Sendung sind die aktuellen Konsequenzen von einer verfehlten Asylpolitik, für denen der DDR jahrelang gewarnt hat, am Interview aus der Fernand Karthäuser. Für hier am Land eine bezahlbare Wohnung zu finden, wird immer mehr schwer. Wir weisen euch ein trauriges Beispiel, wo eine Familie auf nur 18 Quadratmeter hausen muss. Bravo alle Gouvernement! Mit einem Score von knapp 10% von den Stimmen bei diesen Chamberwahlen hat also der DDR ein super Resultat aufgewiesen. Kein Wunder, dass Wahlabend vom 8. Oktober zusammen gefeiert ging. Gross Friede und Satisfaktion vierop beim nationalen Spitzenkandidat. Wir haben heute, kann ich so, ein historisches Resultat gemacht als DDR. Wir haben immens gewonnen. Entgegen dem, was wir rausgesucht haben, auch als Sondage, entgegen dem, was die Leute gesagt haben, über das, konnte man das machen. Ich habe gesagt, für ein paar Monate, als Ziel wäre, die Grenze zu überholen. Auch das haben wir gepackt. Das dem uns gesagt gehen, nee, das ist nicht möglich, das ist verreckt Wind gemacht. An der Sondage sind Piraten vorausgesucht gehen, deutlich 400, ja schon wie bei der Gemengewahl, sind sie gepusht gehen, kann man sich froh für was, für die Sondage mischt, für was den sie so mischt, wie sie mischt. Mir auch sie haben wir deutlich 100 gelost. Aber wir sind heute liefern die viertstärkste Partei heute zu Lützeburg. Ich meine, das ist klar, wir kommen das gar nicht an die Regierung, das ist vielleicht für 5 Jahre oder für 10 Jahre. Mir Geduld, wir bleiben dabei, aber wir werden noch die nächste Wahl gewonnen, dazu nicht ist. Wir werden an der Opposition sein, wir werden eine ganz starke Opposition sein, wir werden eine Fraktion haben, mit 5 Leuten, da gibt es mehr Möglichkeiten, aber wir werden wie die letzten 5 Jahre eine richtig gute Oppositionspolitik an der Chambre machen, für denen Wähler auch gerecht zu gehen, die uns vertraut haben, in eine große Verantwortung, das würde ich sagen, aber wir werden der gerecht gehen, 100%. Viel beigewonnen hat der DDR, wie gesagt, am Norden, auch wenn es nicht gerade durchgegangen ist für einen zweiten Sitz. Wie war der Wahlkampf dann spezifisch am Norden? Wie hat er den angeschaut? Der Norden, wir haben den Wahlkampf so gemacht, wie man immer gemacht hat, sachlich stehen und wir so weit weggegangen. Und man hat immer gut Gefühl und ich meine, das Resultat hat das gut Gefühl bestätigt. Lo goufet da woch puer Schlagzeilen iwwer der DDR an dem Wahlkampf. Ja meng da dat huet Igen den Impact gehaart hunn Leiit Dir schreint zu dorop ugeschwert fleicht. Lägt mich relativ fenig ugeschwert wie Brenzon iwwer net wären zo Sorte vu Schlagzeilen engerseits Medischlagzeilen, da goufer ja dech de Kacke zun op Gesetzmeich gesot. Zu alle Seiten wat falsch war, a wo vieles mat no beigezünn ass an de Schwengen legt an Resultat Strophe oder die Sachen do. An da muss ich noch wissen, bei Milres muss ich nochmal sich erfroen, weil Tillere Studien oder Tiller Sympfroen, weil sie just de Kontre, wie dat wat bei de Wahl rauskommt, an die intern sagt, dat war eng sagt, die gowe Mengen an, zuviel opgebauscht,
dat gouf Medien méi geil opgebauscht, géng deis, wie eis nëmmen ze schaden, an waren Pongol nëmmen en Grospot intern. An méi waren net, an dat huet sich Charlo am Wahlresultat ganz klorem geschmichelt. An Loassenheit bei mir am Studio den neue Fraktionspräsident Fred Kolb, da der hat gekämpft an das Wahlen gewonnen an auch von dat nicht einfach war definitiv CSV Togente nicht beigewonnen könnt aber an Regierung da das eigentlich nicht ganz gerecht ne? Ja ich mein, das interessant von den Situationen guckt von der CSV Mio gewonnen Merci eine große Responsabilität probieren der gerecht zu gehen das ist wichtig für das Land. Das CSV lo an der Regierung das ganz interessant. Und das interessant, weil sie hun neiich gewonnen, sie hun genauso viel Sitz wie sie hatte für 5 Joer. An für 5 Joer war so, dass den Herr Wiesler dem als Spitzekandidat dünn als den Loser Wiener gestalt gin ass. An das ge den Herr Frieden, die nie derselbe Resultat gemauert wie den Herr Wiesler als Winner de Winner gestalt gëtt. Du ge seid gut, dass de wirste Element zustand kom aus der Regierung eben net durch CSV geschieht ass, méi das so ass, dass se Wirsel geschieht ass, weil der DDR an Piraten noch den geringen Sitze wäsch gehollen an. Wann je bisse gehässestift sinn, gebe ich so in der Frieden, de kann all Moie wann opsteet der ADR an de Piraten Merci so, dass de geringen die Sitze wäsch geholt, weil sos wie hier net Premierminister. Nee, an der Reifred. Die neue schwarz-blo Regierung am neuen Premier Luc Frieden steht an net Frieden sech wo eben den groß ugekönnechten Wirsel Deo von der christlich-sozialen führende Wahlen versprach, wer bleibt Beispiel Education. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Das ist nur getreten, für eine neue Politik zu machen, für die Wirsel, wenn man in den Programmlose guckt, den allerdings relativ vage ist. Mir an den Punkten, wo mir konkret ist, da finde ich ganz vieles drin, weil dann von die Politik von Gambia weiterfeiert. Eine Politik, die zum Molst von die geringen Elemente raushält, dann von einer Politik, die auch von den Leuten aufgestraft wird. Also ganz für mich persönlich auch, weil ich selber auch Prof bin, aus dem Bereich komme, fand ich erschreckend, dass der Herr Maich weiterhin Edukationsminister bleibt und dass du am Anfang die Kontinuität weitergemerkt von der schlechter Politik an die Wirsel, den CSV versprochen wird, eben einfach nicht können. Das sie man schuld an das wird auch der CSV 4 werfen. Frieden sich auch den Claude Maich am Anfang gleich zwei wichtige Ressorten du assurieren soll. Das aber für den Job aber gut zu machen, geht ganz schwer. Ja natürlich dass sie statt opdeelen Schul nun dass du Dr gepocht gin ass fir him do so viel Mucht wie méiglech dann finden sich auch vielleicht wohl daran wie ob dat gut ass fir d Regierung, ob dat gut ass fir d Land dat vu Schlummer so zu bezweifeln das einfach ziemlich viel an ich fan soll als Minister op so wichtig Dossier wie die dote soll ich könne konzentrieren mat dat seg Energie. Am Koalitionsaufkommens fehlte doch an enger langfristiger Vision für Lützeburg nicht genug Courage von der CSV vielleicht. Allerdings dat mé sowieso de Mangel und Courage den Zitspesse wie Rode vor dem durch die Programm defir auch alle Gotten die austrägt, die Drafir kommen mir gucken das empfangen Mangel und Courage respektiv evaluieren wo also ganz flu bleiben wo also Bierger net wirklich lo wees wat könnte lo an den nächsten Jahren dat wird sich da weisen Dorina ginsege Moos Ja, die Reformpartei huet aber Fallones Fraktion stärkt, kann du fir d Regierungen nach besser kontrollieren. Wie war das da dolo so? Ja, mir gewonnen konnten sitzt beide immer zu 5 da immer eng Fraktion wir sind die 4 stärksten Partei am Land an noch eng vun den 4 Fraktionen an der Chambre wie 5 Deputéiert an der Schummer ein ganz Party méi moyen mir sind vertruden an einer ganzer Party Gremien wie zum Beispiel an der Präsidentenkonferenz wo Entschädungen getroffen gehen. Wir sind noch zum Beispiel an der Kommission für den Geheimdienst zu verwachen, am Juni durch mehr Zeit, mehr Möglichkeiten, Sachen an die Chambre ranzubringen, mehr Möglichkeiten, die Regierung zu kontrollieren. Das ist eine Aufgabe der Opposition. Kontrollieren, Fanger do an von lehen, wo es muss Sinn an auch neue Sachen zu proposieren. Das fällt also viel mehr einfach. Kommen wir bei der Fernand Carteiser. Die war rezent invité Radio. Thema war Migrationspolitik. Dabei hat der brillante Rhetoriker der Position verdedigt
ohne sich vom Journalist aus der Ruhe bringen zu lassen. Der huet gëchter Kommunike verschekt, wo Dit Migrationspolitik vu Lützeburg auf vun der EU als gescheitert erklärt, ass dat bëssen iwwerdriwen oder zu provokativ. Nee, das mengsch eng ganz selbstverständlich Konklusion von dem wat man an Europa gesinn. Mir hunn vun Ufang Gun muss ich so von 2015 un seit der opmerksam gemerkt, dat die massiv Immigrationsfällen, die man demos gesinn hunn, dat du sech géint recht verstest, géint Asylrecht verstest, géint auch Darrecht verstest an der Europäische Union. An das auch demos kritisiert gin, dat man der Merkel dat seit Bundeskanzlerin eseitig europäisch Rechtsakter demos Dublin aufkommes ausser Kraft gesagt huet, wir können ganz viel Leute gleichzeitig ranzulosen. An dat vor, dass auch an Deutschland kritisiert gehen an der Zwischenzeit viel Publikationen darüber, dat vor eigentliche Rechtsbruch. Wir hun seit 2015 eng Situation an Europa, die man nicht metrisiert kreen, die man nicht packen. Wir hatten auch in der Lützeburger Präsidenz hat man Majoritätsdecisionen am Ministerrat, die eigentlich probiert tun, dann die riesig 12 Leute, die an Europa gleichzeitig kommen, op Memberstaaten zu verdelen. Dat war eure kompletten Echeck. Wir hatten an den letzten Jahren eng Entwicklung, wo immer Männer von den Memberstaaten eng oppe Politik praktiziert, Lützeburg als praktisch mat der Lächtland überhaupt lo mengglisch bisschen eng realistisch hin könnt, probiert dat ze limitieren. Am mir mein de Konstel lo, dat man seit eigentlich lo ja von 15 bis 23 komme geschwind eng Jo run eng Politik machen, die Europa viel Probleme burcht huet, an dem man net packen. Pardon, ja, komplett gescheitert sie aber trotzdem Leute die Pferdsprüchten an die Trecht hatten Asyl unzufroen die erkreiert goen opgeholfen integriert goen eng Erbestunde kann ich weg so komplett gescheitert. Ja, muss ich oppassen wen wieder gebraucht an diesem Bereich net nimmen aus respektführende Leute die konzerniert sind auf ihre Schicksale mir auch als respektführende rechtliche Normen an denen rechtlichen Instrumente die man muss applizieren. Wir machen du ganz cool und Asyl an enger anderer Form wie Migration, die da aus rein ökonomische Gründe kennt und dann haben wir auch natürlich hinter dem Krieg an der Ukraine auch Refugien, die rimmen andere Statutgruten, einen temporären Schutzstatut wenn der Situation an dem Land. Also so, dass wir als ADR immer betonen, konsequent auch von Ufang Gun von 2015 und hat mir das Instrument vom Asyl als ein extrem wichtiges Instrument gesehen, was man will präservieren. Und für das aber die Akzeptanz für den Asyl kann bestehen bleiben an der Population und auch natürlich die nötigen Ressourcen zur Verfügung stehen, kann nicht ein großes Migrationsfeld aus anderen Gründen, wie gesagt, meistens ökonomische Gründen, so prädominant gehen, dass man da vielleicht das Instrument vom Asylgänger frohgestellt gehen, sowohl wie gesagt an der öffentlichen Meinung, wie auch einfach durch die Tatsache, dass Ressourcen fehlen. Die Asylpolitik steht natürlich auch am Text vom Koalitionsaufkommens. Und darüber reagiert Lode Fernand Karteiser, den er bei mir ist. Fernand, was sind die Punkte, wo wir als ADR wirklich nicht aufverstanden können sehen? Ich meine, das mal ein prinzipieller Approach, weil die Regierung an ihrer Erklärung mischt keinen klaren Unterschied zwischen dem, was ein Asylgrund ist, und zwischen dem, was kein Asylgrund ist. Da tut der Frieden noch heute seine Erklärung an der Chambre nach Reinkehren nach Strach. Nicht gesagt von Krischer, darüber sind politisch Unruhen, wirtschaftliche Not. Aber das ist kein Asylgrund. Ein Asyl ist etwas, was Leute soll schützen, die individuell verfolgt gehen, zum Beispiel aus politischen Gründen, aus religiösen Gründen. Und da hat man mal gerne, dass die Regierung klar sieht, dass da als ein Asylgrund weder international Recht nicht viel gesagt, an der da ist kein Asylgrund. Den Unterschied ist wichtig. Etwas Zweites, was mir als ADR immer nicht so ist, dass die Regierung nicht kann hingehen und die Autonomie kommunal aushebeln. Wir denken, dass die Gemeinde selber muss können dezidieren, ohne dass die Regierung probiert, ihnen das zu imposieren, ob sie wollen bei sich Leute abholen, die eine Demande Protection international gemacht haben oder auch benefiziert davon sind oder nicht. Ich meine, allgemein musst du können gucken, Strukturen schaffen und dann eventuell aus der Jucht an der Konkurrenz mit anderen sozialen Besoinen, die an der Gemenge existieren, muss ich noch gucken, ob Gemenge sich dafür egent, aus vielen Gründen. Wir mengen das allgemein muss am Kader von der Autonomie kommunal muss können dezidieren, ob sie das für sich will oder nicht, ohne dass die Regierung probiert, etwas zu imposieren. Ja, der hofft auch, dass auf europäischem Plan immer mehr Memberländer die Asylpolitik mehr realistisch und mehr restriktiv auch gestalten, ergibt sich dafür natürlich auch gerne am Europaparlament dafür stark machen. Ja, ich meine, Europa hat ganz stark gelitten an der ganz offenen Asylpolitik, die wir seit 2015 hatten.
an war mir so restriktiv huet dat och Ursache, weil mir si alle go sech Amateuren man einem kleine Land vom Schengenraum, weil man ger op begrenzen hätten fir ganz klar zu soen den Aki Schengen as gefo, weil mir hunn bannend Europa eng Migration wun Demandeur de Protektion, wo Migranten wun Asildemandeuren, die vun engem Land an dat gin oni unbedingt, dat ganz nobel begrünnt wird, dass das Asylshopping dat ze willen an Land go, wo se besser behandelt gehen oder dat an verschiedene Länder gleichzeitig demande man alles dat stellt Freizügigkeit Personen Freizügigkeit an der Europäische Union afro. Dat wëlle mir net, dofir si immer och fir még restriktiv approch. An natierlech as so, dat man gesinn, dat die Lützeburger Position an Europa stark minoritär ass mis wahrscheinlich nach dat lächt Land, wat du egentéi probéiert jidre ranzelosen, an der simmer jo, dat man als Grenze stossen. Für uns als ADR als Klo, wir wollen auch am Europaparlament vertrauen sinn. Wir hoffen, dass wir das Vertrauen kriegen, weil an der Asylfrage wie an vielen anderen Fragen sind wir wirklich die Alternative, die vernünftig Approach, die raisonnable Approach vertritt. Dann also auch den Covid-19-Thema am Regierungsakkord mit ein paar bedenklichen Zeilen, zum Beispiel was die Impfen von der Kanner angeht. Dann wird auch aber geschwärzt von einer Plus-Value, die die Impfungen gebracht hätten für die öffentliche Gesundheit, für die Gesundheit von den Leuten. Wenn ihr an die vielen Nebenwirkungen denkt, ist das aber ein bisschen bedenklich. Ja, die Covid-Passagen am Regierungsprogramm die interpellieren, weil gehen sie gut auf das an, was seit der Covid-Krise geschieht ist. Seit der Covid-Krise wissen wir, dass eigentlich den Impfstoff die Hoffnungen, die an der gesagt goufen, überhaupt nicht erfüllt wird. Die Krankheit kommt aber 4G gehen, es gibt ganz viele Nebenwirkungen, noch deutliche Nebenwirkungen. Darüber wird überhaupt nicht geschwärzt, über die Problematik, die aber ganz viele Leute beschäftigt. Am Bereich der Repression wird eigentlich in einem neuen Manifestationsgesetz soll geschafft gehen, wird also eigentlich die Repression, die man während der Zeit kannte und die gut nicht bei uns Land passt, das soll da nicht in gesetzliche Form gegossen gehen. Es soll ein neues Pandemiegesetz heute zu Lützeburg kommen, wo man nicht wissen, ob man eine obligatorisch Impfpflicht verbunden ist oder nicht. Wir erinnern als CSV wollte eine obligatorische Impfpflicht von 18 Jahren. Also wir wissen eigentlich noch nicht, was dabei ist, aber wir gesehen, dass die Regierung überhaupt nicht ersichtlich ist, a puncto von dem, was während der Pandemie heute zu Lützeburg alles geschieht ist und auch nicht angesteht, ganz klar, nicht will angestehen, dass da ganz viele Impfnebenwirkungen bestehen und da haben wir eine Problematik, die heute nicht diskutiert wird am Land. Genau. Aktuell machen sich auch viele Leute am Land Sorgen, wenn es dem geplanten Pandemievertrag von der WHO Sorgen, die auch von der ADR gedeelt gehen. Ja, das ist gut, dass das fest ist, weil mir gerade gesagt, zu Lützeburg soll ein Pandemiegesetz kommen, im nationalen Plan, dass der wir nicht verwechseln mit dem Pandemievertrag, der soll an der WHO verhandelt gehen mit neuen Reglementen, Gesundheitsreglementen und so weiter. Das soll alles bis am Frühjahr nächstes Jahr mal an einem nächsten Draft fertig sein an der WHO. Als Position als ADR ist ganz klar, erstens, die WHO darf die nationalen Staaten keine Vorschriften machen. Sie kann als Rekommendationen machen, sie kann koordinieren, wenn Hilfe irgendwie international muss koordiniert gehen. Aber wir als souveräne Staat mussten allein dezidieren, welche Maßnahmen wir wollen applizieren oder nicht wollen applizieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir sind für eine Reform von der Weltgesundheitsorganisation, wie die Organisation nicht abhängig ist, in keiner Hinsicht abhängig von der pharmazeutischen Industrie oder von Donateuren, privaten Donateuren, Stiftungen, die dann einen direkten Einfluss auf die Organisation haben. Praktisch auch Vorschriften heinz du können machen. Wir hätten gerne Staaten, Memberstaaten, ich meine, sind 194 am Blick allein dezidieren, was da soll geschehen, ohne von anderen finanziellen Interessen abhängig zu sein. Und an diesen Konditionen, wenn das geschieht, wenn die WHO nicht mehr eine koordinierende Rolle hat, wenn sie unabhängig kann, wo privaten Interessen wirklich just am Denken von der Gesundheit stehen und nicht von der Besändigt, den haben wir auch kein Problem, dass wir Member sind an der WHO. Ich meine, nach da haben sie klar gesehen, das wird viel Vorteile. Aber weil die Leute sich machen dabei sind, das ist eigentlich mir auf jeden Fall delen. Die WHO muss als Souveränität respektieren, aber wir sind nicht hier für die Interessen von der Pharmaindustrie oder so zu erfüllen.
Ja, an Mün auch schon darüber aufmerksam gemacht, wo eben noch da der Frauen ob ein Protestmanif für Gesundheitsminister schon für Main gerufen hat. Ne? Das auch eng Manifestation gewesen, die ganz gut besicht war, die wo wirklich schneidig weiß doch, dat ganz viel Leute an der Gesellschaft, die sich diese Merse unterstützt gehen von einer Reihe von anderen Organisationen, die auch solidarisch dummer da waren, wo ein gute Initiativ von ADR Frauen. Und ich meine, dass neidisch dem nur die Regierung weitergeht an der Diskussion WHO, immer Souveränität, Gesundheit von den Leuten im Land auch weiter zu protestieren, wie zu weisen, dass wir auf jeden Fall aufpassen auf die Sachen, die den Leuten wichtig sind. Merci ferner für alle Explikationen. So, und die merci für die Invitation dann. Mam Tom Weidich an Alexandra Schoos sind also zwei neue Gesichter direkt an die Chamber gewählt gin. Ugefangen mat der Durchstoff vom langjährige Nationalpräsident Jean Schoos, sie als die allererste Frau, die DDR an der Chamber vertritt. Der frisch gebackene Deputéiert aus dem Osten leidet an Zeiten vom stramme Wurstem, der Halle von unserer Natur besonders Herz. Wir mussten sie erhalen, so gut es geht. Wir müssen eben gucken, alles Logement, was wir bauen wollen, aber auch die Infrastruktur von Transportwehr und so weiter. Wir müssen da weiterkommen, dürfen nicht zu Kosten oder zu Lasten von der Natur natürlich sein. Das ging für die Zukunft der großen Challenge gehen. Wenn wir meckern an nicht erholen, das ging nicht bei sie passen. Der Schritt an Politik wäre aber nicht unbedingt, wenn es ihren Pop auf ihren ADR-Präsident Jean Schoos gewirrscht. Also Politik war gar nicht, was bei uns dich diskutiert ging, also gar nicht. Das wirklich recht mich spät, wo ich mich groß gesehen, also im Jahr gesehen, groß, mein Freund noch immer was nicht ganz groß, egal. Dass ich da mal drankommen sehe und mich dafür interessiert tun. Der Schwur von der Partei war dünn aber ganz klar. An der ADR findet sie sich herum, so sie, für allem was Werte vom Land, wie zum Beispiel der Lützebäuer Spruch angeht. An lo begrüßen ist Alexandra Schoos hier am Studio. Der Alexandra Götter war eigentlich viel über Lexi genannt, ne? Der das auch am Freundes- und Familienkreis der Fall für genau. allem. Ja, genau. Ja, du warst die allererste Frau, die für die ADR glücklicherweise an der Chamber ist. Wie hast du überhaupt die ersten Sitzungen erlebt? Ja, das ist ja losgegangen, letzte Freude, nee, das ist schon viel mehr für einen Monat, genau. War die Veredelung, war die Männer impressionant, das kannst du durch die Treppe hoch bei der Chamber, durch den Polizisten längs arriert, und da beginnst du auch die anderen Deputierten und die nach Ministern, die so am Anfang just von der Tele oder Mol auf einer Phase, also einer Veranstaltung also gesehen hast. Und das ist wirklich schon ganz impressionant. Und dann natürlich auch, wenn ihr auf Age geht, wir sehen, die Eltern sitzen neben am Publikum, die Freunde sitzen am Publikum. War wirklich, war fast am Anfang, kann ich schon so ein bisschen sagen. Genau. Und du war ja lange nicht, weil wir warten müssen, dass die Regierung sich zusammensetzt, so weiter so fort. Und ich war aber gleich vor dem Zug von der Demokratie auch schon dabei, da selbst weil eben nicht publik ist, wo dann kann an die Chamber kommen sehen. Und man das diskutiert tun, und als hier Ideen präsentiert tun, was sie am Anfang gerade am Kader von der Kannerrechte wichtig fanden. Genau, und dann das Woche ist natürlich schon endlich das ist schon mehr los und die anderen 21 Deputierte sie veredigt gehen, die Kommissionen sind präsentiert gehen, die gesagt haben, noch mit wem wir kann zusammen schaffen oder mit wem wir dürfen zusammen schaffen und diskutieren in der Zukunft. Und dann natürlich das hat man auch Präsentation vom Koalitionsakkord an Debatte von den verschiedenen Parteien, wo der Koalitionsakkord natürlich dann auch rege diskutiert wird. Ja, du warst noch einer der anderen Member auch von der Parlamentarischen Gesundheitskommission, was ja auch ganz gut zu dem Doktorberuf passt natürlich. Ja. Und du willst einfach auch an der Hauptsache für eine bessere Gesundheitsversorgung am Osten vom Land zu wischen. Ja, genau. Also ich meine, das hört sich ja durch unser Wahlprogramm gerade an der Santé gezündet, gerade am Osten, wenn auf den Table Ronde war, wo ich geschwärzt habe, an den wo auf der Wahlveranstaltungen war, wo ich war, also am Osten brauchen wir ganz klar als Maison Medikal, mehr Huckang. Das heißt, du fies alles, was außerhalb von den Öffnungszeiten, wenn ich mal so von den Doktoren aus, müssen die Leute an die Stadt fahren, wo das nächste Spital ist, und auch die Kanner, wenn die krank sind, also muss ich noch, und da sowieso, also aus dem Norden, müssen sie rüber an die Stadt kommen, da haben wir sonst keine weitere Versorgung.
Ich meine, ich sehe auch genau deren Doktor, ne, was du aber auch ganz wichtig ist, weil vergiss immer, dass der Beruf auch ein Erzahnt fällt. Und ich muss ehrlich sagen, dass ein bisschen vernachlässigt gehen an der letzten Legislaturperiode. Du kann ich auch... Herz, ne? Ja, natürlich. Und wenn man schon von Maison Medicale schwätzt, bei den Klangdeiren brauchen wir auch ganz dringend Maison Medicalen. Und du hast schon DAX davon geschwärzt gehen und das dann nicht umgesetzt gehen. Und das wäre am Klangdeirenbereich immens wichtig, am Großdeirenbereich par contre wäre immens wichtig, weil du hast ein Mangtum, ganz sicher, ein Mangtum auch hier am Land. Du fehlt als du Novus. Einerseits wird du super, wenn die neue Regierung ansteht nicht am Koalitionsakkord über deren Doktoren dran. Also ich fand das schon mal ein bisschen traurig oder das ganz traurig. Wäre die Menschen wichtig, wenn du von einer Prim für eine echte Installation mal gegen geschwärzt gehen, für das Veterinär sich echt also näher lassen. Und wenn ich noch 3 Sekunden habe, war doch wie schwer für Studenten. Ich meine, ich bin ja jung, ich musste ja auch repräsentieren. An der Vergangenheit hatten wir Akkorde mit anderen Ländern für Studentenplätze an deren Medizin. Die haben wir nicht mehr. Also, du, also auf jeden Fall ohne ein großes Baustelle oder Potenzial, wo man etwas machen für die jungen Leute, für mehr Studenten noch Veterinärmedizin hier an Land zu kriegen. Ja, mir den, dass du mit viel Freude, Motivation, die neue Mission vorhält, so ein Merci für den Besuch am Studio. Merci, Daniel. Den Tom Weidig hat sich seit 2015 einen Namen gemacht, wie sich aktiv für den Nähe zum Ausländerwahlrecht angesagt hat. Den Zentrumsdeputierten hat ein kleines Spruchhandicap und ist dafür ganz viel am Internet NRW, weil er sich da besser ausdrücken kann. Schreiben möchten Tom Weidig auch viel an de soziale Netzwerker. Sein Facebook-Präsenz ist immer umlächte Stand. Für hier als Plattform für geschriebene Gespräche zu feiern. Vielleicht schreibe viel mehr, das ist normal einfach nicht normal Schwätzen einfach und hat heim zu sehen, etwas eventuell, das hätte noch gar nicht formulieren. Hier gehen gern diskutieren. Me seier Tippen oder Posten wie aber etwas, was sich lo als ADR-Deputierten mehr geniewelt evaluieren. Das ist natürlich klar, dass als Politiker lo repräsentieren auch nicht nur eine Person, mehr eine ganze Partei, haben wir das so mit 1000 Leuten oder mehr, die aktiv sind. Du hast natürlich mehr wichtig, dass du natürlich mehr aufpasst, was ihr seht. Einerseits das natürlich schön, weil dann Diskussionen vielleicht ein bisschen aufflachen. Ein Ausgleich von der Politik an de vielen Diskussionen finden Tom Weidig an der Meditation an am Schach. Zter 35 Jahre spielt hin am Escher Schachclub, do wir hin ganz traditionell soen auch von hin an Tisch an der Stadt fund. Schach ist komplett fair. Wie gesagt, alle Figuren briert, an es geht nur Regeln. Total an alles ist fair. Das heißt, an der Politik ist aber oft vieles unfair. Du könntest wieder verdrehen zum Beispiel oder eventuell als eine Person, die wird da gewählt, weil sie kennt, mehr als eine Person, die hat dann 10 Jahre lang Partei abgebaut, viel geschafft am Hintergrund und so weiter, und die wird dann nicht gewählt. Das Politik méi chaotisch ass wéi Schach gin hien dacks nerven. Ma hien hat awer desideiert Zitat als Wissenschaftler an déi Realwelt wëllen zu goen. An Eierslo nieft mat den Tom Weidig. Tom, du sitzt unter mi langem wirklich stark an fir d Lützebäuerch. Etwas, was du eben auch an der Chambre kannst machen. Ja, also ich besuche mal Spruch. Ich meine, es ist nicht den einzigen, vielleicht so nice, der letzte Spruch immer mehr im Alltag verdrängt wird. Und du hast halt wichtig, dass du wirklich als Spruch eng steif geht. Ich bin ganz froh, dass der Claude Meisch an TP, man ist auf den Weg gegangen, beim Zentrum für den Spruch, also weiter, und noch viel flott Aktionen. Aber das geht bei weitem nicht durch. Wir müssen Spruch auch nicht mehr an die Öffentlichkeit bringen, zum Beispiel für das Stadt Luxemburg, für Französisch. Oder die Chamberstate zum Beispiel. Also werden können nennen. Integral. Den Fußballstadion. Das Stadion Rode Leif zum Beispiel. Viele Football-Supporter wollten den Namen auch haben. Das heißt, du musst einfach mehr auf die Leute gelauscht gehen. Wie gesagt, wir werden natürlich auch bei Question Parentern also weiter. Wir werden dranbleiben. Wir werden Dutzende und Dutzende von Question Parlamentären schreiben, von Einspruch. Nicht dieselbe Rang kriegt, wie zum Beispiel Französisch, als Spruch als Nationalspruch, und dafür soll es auch mehr Öffentlichkeit kriegen.
An noch natierlech as Wunsch vun der ADR, dats och méi Lëtze, wo ich op den Chamber si kënnen zum Beispiel. Genau genau dat do hat net nëmmen wann dünner geht, dat op Franzésisch ass méi het dat do wirklich och méi Artikel op Plötz bricht. Ja voilà. Bon, den eben gefiel grad auch gesot, dass immer Mann Leiit gelauscht hat gëtt Beispiel im Stadium, wo viel Leiit Numm proposéiert hätten an dat kann Dinger Menungen och net so weitergoen, dass eben Politik immer méi vun Uwen oktroiert gëtt an das Leiit eben net mir Menung gefrot gin. Dofir ass Di auch d Konzept vun der direkter Demokratie so wichtig. Ja, ja absolut hat am Fong de Donspeng Eichtritt an der Politik gemacht summe Manfred Kolb hat man ja den 2015 gegrünnt an Nummer aktiv fir hat Referendum gekämpft, dat war halt eng ganz gut Sache. Dat war natürlich fir viel Leiit am politischen Establishment wat eich da so ein Accident du konnten Leiit bimmer wirklich dat so wat ze wollten, huet ihnen net gefallen an dëuf immer jo logisch sinn bei der Verfassungsreform du wollten se bimmer ke Referendum méi, obwohl se den versprochen. An fir mech mé de Wirk an der Gesellschaft och mat der Genderspruch zum Beispiel kann immer méi die Majoritéit vun de Leiit wëllen dat net. An dëf ass mé no Referendum bei wichten Spro ganz wichtig. Dat Wirkschaft Leiit kënnen do Matschwäzer net Parteiien egentéi do Demozwnger mit Minoritätspositionioun kommen, an dat déi dann durchgesat gëtt. Logementskrise am Land huet sech leider verschärft. Immer méi Leiit fanne keng wierdech Wuning méi, so wie d'Famill Mariotti, die fir kurzem gezwungen gouf, aus ihrem Appartement rauszuplünderen, an lo mat 2 klenge Kanner an engem 18 Quadratmeter klengen Zimmer vun engem Städter Foyer hause muss. Och RTL hat sech am Kader vun engem Reportage fir dem ADR-Member seg mësslech Situationun interesseiert. Taylor King huet de Familiepap fir eis interviewt. Wie se Dir an dus trauer Situationun kom fir lo mat Frau am Kamp an engem Klangsund Ma von engem Staaterfeuer mussssen ze wunnen. Voilà, me si no kom de Problem war de propriétaire vum Maus, du net een appartement gebraucht durch den Durchstall, die 100 okay. an dann hat man miss do reis. An me sich seit an alle Fjorbaden ja. an neich von. Weil die Situation ass wirklich spedelig. Nun all de Mord geméet leng arees vum Land a bis lo nach neich. Kën go neich reis. Wie war dat fir Ech, wie Dir Lufir kurzem aus Ärem Appartement quasi fir Dir gesat gesit? Voilà, me sinn richch vir Dir gesat gin, mé hat eng schon Zäit fir do reis ze kommen. Ma Monsieur Poli war do an alles. Da war auch dann awer Code vun den Parti anwers. An mé hat mis so schnell wie wéigch fortgolfen. An enger Stunde hat mis doch Mielen an alles dobeistu. Ja. Fi war dat se so schwer, eng adäquat Wuning ze fannen. Di kind jo awer noweisen, dats Dir e sechre Revenu gut an die lächt Joren Beiieren ëmmer pünktech iwwerwiesen hat. Ja, hun immer bezuelt, dat war nie Problem an proprietär, stu nach immer gut man profitär. Dat net dat de Problem. Aber de Problem ass Wuning ze fannen. Das menschweier. Wir wünschen der Familie Mariotti viel Glück für eng adäquat Wuning zu fannen, ha nach einen drängenden Opruf vom Familiepap. Wir wollten wenn ich froh, wann een Jean die fir ein Appartement ze gin mat 2 Schlafzimmer, weil meng Fras kom schwanger hun klein Kan von 2 an alle 4. Aber wie gesot bis lo neich fand, nun überall gesicht Proben, dass man dat gemäht hun. Nun noch als Assistentin, die mat schaffen, die sie ganz fein, kann ich nicht von die Assistentinnen. Und wie gesagt, wir haben alles probiert von A bis Z. Wenn voilà, so gentil wäre für ein Appartement zu lohnen, wir wären ganz froh. Ne? Das wäret für das Keier. Wir von ADR Tele wünschen euch eine schöne Adventszeit. Merci, dass ihr mit dabei wart. Ihr könnt uns im Docker noch bei PAR-TV gucken. Informiert euch auch auf unserer Internet- und Facebook-Seite. Bleibt gesund, Adi, bis zum nächsten Mal.